Guten Morgen, liebe vom Urlaub Zurückgebliebene. Noch Zurückgebliebene. Ich habe gerade so ein paar Leute begrüßt. Nicht im Urlaub, noch nicht. Okay, man kann auch nächste Woche gehen. Die Sonne scheint hell. Ich bin hier auch im Urlaub. Ja, wir hatten diese Woche ein schönes Mitarbeiterfest. Wer von euch war dabei im Mitarbeiterfest? Hat es euch gefallen? Einige haben uns sogar E-Mails geschrieben. Ja, ihr müsst jetzt mir nicht klatschen. Ja. Ich denke, das war einfach ein Event. Ich war selber überrascht. Ja. Pantomime kennt man und ist schön, aber ich denke, was in diesem Abend passiert ist, war einfach was ganz Wertvolles. Ne. Humor und Botschaft mit Inhalt so zusammen. Es ist einfach gut und humoristisches. Ne. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, seid ihr. Wir sind eine Gemeinde, wo zu einem Mitarbeiterfest 150 Leute, die hier in der Gemeinde involviert sind. Und es waren nicht alle. Ne? Manche hatten es vergessen oder keine Zeit oder waren verreist. Ne? Aber das heißt, wir haben hier wirklich einen Spirit, eine Kultur, eine Mentalität von, wir packen mit an. Und ich will euch feiern. Ihr seid wirklich eine tolle Gemeinde. Und was hier über Jahrzehnte entstanden ist, das ist jetzt nicht in der letzten Woche gewesen, das ist über Jahrzehnte hier entstanden, eine Mentalität, eine Kultur. Wir haben von Gott etwas bekommen, wir sind dankbar und wir tragen es zusammen, wir machen mit. Hey Leute, das ist so wertvoll. Und das lohnt sich, das zu feiern. Wir feiern Gott, wir feiern dadurch Gottes Gnade, wenn wir das feiern, wenn wir die Augen dafür öffnen. Was mir noch gefallen hat, also viele Volunteers, Bereitschaft zu handeln, anzupacken. Was mir noch gefallen hat, wir waren verschiedene Generationen. Obwohl die Jungen eigentlich nicht so zahlenmäßig stark vertreten waren, aber die gibt es auch. Ne? Aber wir waren dann, sagen wir mal, zwischen 15 und 80 plus, vermute ich mal. Ne? Wir waren vertreten in dieser Spanne und das ist für mich auch ein Zeichen, das ist Gottes Herz, das ist, Gott sagt, ich habe eine Familie, ich habe nicht hier einfach eine Organisation, eine Institution, die auf der Erde den Job macht, damit was getan wird, sondern Gott sagt, ich habe eine Familie, schaut mal, generationenübergreifend, die sind miteinander verbunden, die packen miteinander an, Leute, das ist wertvoll. Und in diesem Kontext wir haben auf der Fahrt eben auch nochmal darüber gesprochen, Sibylle und ich, alle mal neu bewusst geworden, dass jede Generation auch einen Platz und eine Bestimmung hat in dem Ganzen. Und ich möchte besonders mich an die 60 plus, wenn du erst 58 bist, nimm dich mit rein, an die Generation der Senioren wenden, die vielleicht manchmal denken, wir sind hier nicht so im Brennpunkt, wir sind hier nicht so die dynamische, nach außen sichtbare Generation. Aber ich will euch sagen, 60 plus, ihr habt einen wichtigen Beitrag schon geleistet über Jahrzehnte mit eurer Treue, mit euren Gebeten und ihr seid in der jetzigen Phase nicht so Auslaufdatum kurz davor, sondern ihr seid in der jetzigen Phase auch nochmal, ich bin 60 plus Leute, man kann in der jetzigen Phase auch nochmal was dazu beitragen, was wirklich Substanz und Bedeutung hat, auch für die nächste Phase. Ich glaube, die Generation 60 plus in erster Linie, wir gehen jetzt demnächst wieder nach Rumänien und überlegen auch, Gott, was ist unsere Rolle, unser Platz dort? Es ist in erster Linie in unserem Alter, Eltern zu sein. Ein Freund von mir sagt, nee, Großeltern. Okay, Großeltern zu sein. Das heißt, die Generation, die nach uns kommt, zu segnen, zu ermutigen, zu stärken, dass sie das, was auf Gottes Agenda für jetzt ist, wirklich mit Kraft und Weisheit tun kann. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Beiträge, die wir 60 plus machen können. Wir beten für die Generation, wir ermutigen sie, aber wir sind nicht auf dem Abstellgleis. Wir können auch noch anpacken und Dinge tun, die Gott auf seiner Agenda hat. Und ihr wisst, dass ich rede immer wieder mal von den 98%, die Jesus noch nicht kennen. Ne? Und diese 98%, die hier um uns herum leben, die Jesus nicht kennen, viele von denen sind in einer Lebensphase, wo sie nicht mehr viel Zeit haben, sich zu entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Ich wiederhole das nochmal. Viele von diesen 98%, die um uns herum leben, haben nicht mehr viel Zeit, sich zu entscheiden, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Leute, ihr wisst, das ist die wichtigste Entscheidung auf diesem Globus. Und ich denke, da sind wir alle beteiligt, so Menschen zu helfen, zu dieser Entscheidung zu kommen, die sie in die Ewigkeit reinbringt.
Und ich denke auch wir 60 plus, wir haben einen speziellen Zugang auch zu dieser Generation und lassen uns die Zeit ausnutzen, damit wir Gottes Werke tun können. Gott hat Werke vorbereitet, die gut sind. Ja, das war nur kurz der Bezug zum Mitarbeiterfest, das so eine wertvolle, wichtige, gesegnete Sache war. Wir reden heute über das Thema Gott hören. Das ist die Serie, die wir zurzeit haben. Und in dieser Serie haben wir heute, ich denke, es geht langsam dem Abschluss zu, das Thema Gott spricht durch Menschen. Kann ich mal sehen, es sind Menschen hier? Okay. Wo sind Menschen? Kann man die Hände der Menschen sehen? Wenn du ein Mensch bist, dann ist das jetzt die Botschaft für dich. Ne? Gott redet durch Menschen, also Gott redet durch dich. Sag mal zu deinem Nachbar, Gott redet durch dich. Und ich weiß, wenn man so einen Titel hat, Gott redet durch dich, Gott redet durch Menschen. Wir haben letzten Sonntag, habe ich das Thema auch unten präsentiert und da kam jemand und sagt, kann ich kurz noch zur Gemeinde was sagen? Das sage ich ja und ich bin sehr erfreut darüber, dass Menschen immer mehr Mut bekommen, sagen, ich habe was auf dem Herzen, kann ich das sagen, so das Zeugnis vorher. Und diese Person kommt dann nach vorne und ich habe gesagt, ja, was willst du sagen? Nochmal eine Predigt? Nee, ich will sagen, dass in meinem Kopf war ein Verständnis von Prophetie, was mich zurückgehalten hat, mich zu öffnen, weil da gab es mal Missbrauch, da gab es mal Dinge, die nicht gut waren und da war ich ziemlich zu. Und jetzt mache ich mit bei dem Workshop von Dabrina, übrigens ein super Workshop, von vielen besucht. Und bei diesem Workshop lernen wir, dass es eigentlich eine ganz einfache und natürliche Sache ist. Ne? Und die Person hat dann einfach vor der Gemeinde unten im Gottesdienst Zeugnis gegeben, das hat mein Leben verändert, ich habe mich neu geöffnet und weil ich mich neu geöffnet habe, kann ich das auch neu erleben, dass Gott zu mir und durch mich spricht. Also Gott redet durch Menschen, Gott redet durch dich, Gott redet auch durch mich, weil ich auch ein Mensch bin. Und das ist für diese Zeit, ich habe jetzt die letzten Tage, war ich eingeladen an einer Veranstaltung, Gabe der Prophetie. Und da haben die Leute, die waren mein Alter und älter, 70 plus. Und die haben auch erzählt, wie Gott sie seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich benutzt hat, um prophetisch zu reden in verschiedenen Kontexten. Ehrliche Leute, ja, wir haben auch mal Fehler gemacht, aber ohne Fehler kann man nicht wachsen, kann man nicht dazulernen. Sie haben auch betont, was wir hier auch immer wieder sagen, die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit von Informationskrieg. Wir haben Krieg in der Ukraine, wir haben Wirtschaftskrieg und. Aber wir haben auch Informationskrieg. Das heißt, wenn man mal verschiedene Plattformen anguckt über die Interpretation, was macht Putin, was macht Zelensky und verschiedene Sachen mit Facts anguckt, auf welchem Planeten bin ich hier, ne? Und in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir als Jesus-Nachfolger ganz bewusst die Fähigkeit weiterentwickeln, vom Himmel her zu hören. Gottes Schafe hören meine Stimme. Okay, du bist Schaf und Mensch, doppelte Existenz, das heißt doppelte Verheißung. Du kannst Gottes Stimme hören und weil du Mensch bist, redet Gott auch durch dich. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Apostelgeschichte 3, 21 folgende, da heißt es, Jesus wird im Himmel bleiben. Wie lange? Bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Und es ist interessant, wenn wir glauben, dass Jesus wiederkommen wird, dann heißt es, dass es eine Agenda zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist gibt. Das sagt Jesus, du musst so lange hier bleiben, bis auf der Erde etwas wiederhergestellt ist. Die Wiederherstellung aller Dinge heißt nicht, dass die Ökonomie, Wirtschaft und die ganzen sozialen Verhältnisse etc. alle wiederhergestellt werden. Das ist ein anderes Thema, aber auf Gottes Agenda an erster Stelle ist die Braut von Jesus und ist sein Leib. Und ich reduziere mal diese Aussage von Apostelgeschichte 3 auf diesen Sachverhalt. Jesus bleibt so lange im Himmel, bis seine Braut hergerichtet ist für ihn. Jesus kommt zu einer Hochzeit und wenn er wiederkommt, Leute, dann wird es eine Braut geben, die sagen, Maranatha, wir können es kaum erwarten, bis wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen. Kannst du es noch erwarten, ihn von Angesicht zu sehen?
Das ist die Zeit, in die wir uns hineinbewegen. Und ich sage nicht, es dauert noch 10 Jahre oder 20 oder 50 oder 100. Wir spielen ja nicht mit Zahlen. Aber die Dynamik ist eigentlich im Wort Gottes vorgegeben. Die Dynamik, in der wir leben, ist nicht das totale Chaos. Das ist ein Zeitenaspekt davon. Ne? Die Bibel sagt, es ist ein Geburtswehen, nach der wir gehen. Und die Frauen, die geboren haben und die Männer, die dazugeschaut haben, wir wissen, die Wehen werden, die Intervalle werden kürzer und die Kurven werden höher, wird intensiver. Die Zeitgeschichte, in der wir gehen, werden auch diese Dinge schneller. Und manchmal wundere ich mich, ne, wie schnell das alles geht. Gestern haben wir Mittag gegessen mit alten Freunden. Mit denen habe ich vor ein paar Jahren mein Unistudium abgeschlossen. Und jetzt ist er im Ruhestand. Was machst du, Uli? Er sagt, ich bin kein Rentner. Aber was ich sagen wollte, ne, wir haben uns darüber unterhalten, dass die Dinge immer schneller werden. Ne? Und dann habe ich gesagt, Uli, es ist so wichtig, dass wenn wir die dunklen Dinge sehen, Gott rennt dem Feind nicht hinterher und sagt, oh, was macht der Teufel hier auf diesem Planeten? Sondern Dunkelheit, Finsternis über dem Planeten, Jesaja 61, aber über uns, über den Nachfolger von Jesus, Herrlichkeit, Kraft, Schönheit, übernatürliche Ressourcen vom Himmel, damit die Braut zugerüstet wird. Braut und Leib, das ist eigentlich mit dieser Aussage der Fokus. Jesus bleibt im Himmel, bis die Braut vorbereitet ist und bis der Leib funktionsfähig ist. Denn wir leben in einer Zeit, wo die größte Ernte der Weltgeschichte reingeholt werden wird. Wir erleben das jetzt schon, dass sich so viele Menschen bekehren auf diesem Planeten wie noch nie in der Geschichte. Wo erfahren wir das? In der Schweiz, in Deutschland? Aber es wächst, es kommt. Und die Agenda Gottes ist Ernte, weil Jesus am Kreuz geschrien hat, es ist vollbracht. Und was er vollbracht hat, er hat den Vorhang zerrissen, er hat mit seinem Blut von Menschen bezahlt. Und der Vater sagt, Jesus, wenn du das tust, schon bevor er ging, Jesaja 53, dann wirst du viel Frucht säen. Viele, viele werden sich zu dir kommen. Und Psalm 2, die Nationen werden dein Erbe sein. Und wir leben in der Zeit, wo Jesus durch die Nationen geht und sagt, wacht auf, ihr Menschen, diese Erde hat ein Auslaufdatum, aber ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde und ich will, dass so viel wie möglich dabei sind. Kommt herzu. Das ist die Zeit, in der wir leben, wo Jesus das macht, die Wiederherstellung der Braut, die Wiederherstellung des Leibes, damit wir das tun können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir seine Stimme hören und dass wir zueinander reden und dass wir das weitergeben, was er auf seinem Herzen hat. Ich erlebe auch, leider noch nicht selber so stark, aber wenn ich gewisse Clips anschaue, wie diese Gabe der Prophetie zurzeit ausgezeichnet in Funktion kommt. Stellt euch vor, 60.000 Leute und da ist einer vorne und sagt, Gott hat mir ein Wort gegeben für jemanden, dessen Vorfahren von der Ukraine kommen und sagt dann 4, 5 Sachen, wo er wohnt, in welchem Stadt und dass er umgezogen ist in letzter Zeit. Und dann sagt er, ist so eine Person hier? Und dann steht ein Mann auf von der 60.000. Ne? Und dann sagt der Prophet, und Gott sagt zu dir das und das für die Zukunft. Und dann danach gibt es einen zweiten Klick, wo diese Person interviewt wird. Kannst du mit dem was anfangen? Der sagt, ich bin fast vom Sockel gefallen. Das stimmt alles, was er gesagt hat. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen gehabt, ich kenne ihn nicht. Aber das ist, und dann die Frage, ja, was macht es mit dir? Sagt er, das macht mit mir, dass ich sage, wow. Dieser Gott kennt mich. Unter 60.000, Gott kennt dich mit Namen. Gott kennt diesen Mann mit Namen. Und das ist immer wieder so wichtig zu sehen. Wir sind nicht einfach eine Masse von Jesus-Nachfolgern, sondern wir sind eine Gruppe, die wächst. Aber in dieser Gruppe, die wächst, kennt Jesus jeden von uns persönlich und hat eine persönliche Geschichte mit jedem von uns. Und deshalb ist die Gabe, Gottes Stimme zu hören und das weiterzugeben, was er sagt, so wichtig für uns, für seinen Leib in dieser Zeit. Oder es gibt einen farbigen Propheten, den wir immer wieder mal angucken. Und der geht einfach durch die Gemeinde oder durch die Versammlung und dann ruft er Leute mit Namen raus oder so, er sagt, für dich habe ich was. Ne? Und dann sagt er Dinge über die Person und die Person sagt, wow. Und die Gemeinde ist das schon gewohnt, ne? American Church. Und dann sagen sie, prophesy, prophesy. Ne? Red noch mehr darüber, was Gott dir zeigt über diese Person. Und es ist so beeindruckend zu sehen, was passiert, wenn Menschen sagen, oh, hier ist Gott präsent. Wir merken über die Tatsache, wie er redet. Es gibt Gottes Reden auf verschiedenen Levels. Ich wäre froh, wir hätten mehr auf diesem Level, aber ich denke, Gott geht mit uns Schritt für Schritt.
Und vielleicht noch wichtiger, ich stelle es mal so in den Raum, als diese sehr präzisen Worte, vielleicht ist es noch wichtiger, dass wir gemeinsam darin lernen, Gott zu hören. Das gilt nämlich für uns alle. Und das weiterzugeben, was Gott zu sagen hat. Vielleicht ist es das Allerwichtigste. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Gute Frage. Wer von euch glaubt, dass Gott heute noch redet zu uns? Gibt doch ein paar, ne? Wer von euch glaubt, dass Gott durch dich redet? Ja. Und wir waren bei den verschiedenen Levels. Ne? Ich denke, diese sehr anspruchsvollen, präzisen Levels, die sind selten, aber sie sind möglich. Und wir sollen als Gemeinde die Tür auch öffnen, dass wir diesen Segen Gottes zur Auferbauung des Leibes haben. Aber wir sollen nicht darauf warten, sondern wir können heute schon anfangen, Level für alle, auf dieser Ebene, wo alle hören und empfangen und reden können. In meinem Leben gab es ein prophetisches Wort vor einigen Jahren, das wirklich mich eines meiner beeindruckendsten Worte. Ich war in England, ich war damals Mitarbeiter in einem apostolischen Netzwerk weltweit und wir waren so 25 Leute, die sich 3-mal pro Jahr getroffen haben. Und dann kam einer, habe gedacht, ja, ist heute der Klempner hier im Haus. Und dann sagt er, ich habe ihn nicht gekannt gehabt. Ne? Und dann sagt unser Leiter, heute haben wir Propheten so und so hier. Ne? Knappe 30 Jahre alt, und dann läuft er rum und dann kommt er zu mir, hat nur für 5, 6 Leute gebetet und dann sagt er, Changes will come, even geographical changes. Veränderungen werden kommen, geografische Veränderungen, du wirst in einem Land sein, wo Gott dich gebraucht, so und so. Und ich habe schon ein paar Mal prophetische Worte gehabt in meinem Leben und ich weiß, dass die Verantwortung dann bei mir liegt, als Empfangenden zu entscheiden, was mache ich damit. Also prophetisches Wort heißt nicht, dass von außen jemand sagen kann, was ich zu tun habe. Und hier ist die Gefahr immer, das Risiko. Die Verantwortung liegt bei mir. Und ich habe dieses Wort gehört. Und manchmal gibt es prophetische Worte, wo man denkt, ja, das macht Sinn. Ich spüre jetzt aber nichts, was ich jetzt gleich damit anfangen kann. Ich lege es mal ins Regal. Und dieses Wort war so, dung, 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 dung. Mein Herz hat gepocht und ich wusste, da ist eine Relevanz da. Und ich habe mir vorstellen können, dass wir nach Istanbul ziehen oder Bukarest oder Deutschland. 3 Optionen so. Und dann 2 Wochen später haben wir eine Einladung gekriegt von der Schule, American High School. Unsere Töchter haben die besucht und wir haben uns gefreut, Sibylle und ich, vielleicht gibt es jetzt mehr Möglichkeit, als Eltern mitzureden dort. Und dann der Schulleiter hat gesagt, es ist ein einfaches, kurzes Treffen. Wir wollen euch einfach mitteilen, dass wir die Schule nächsten Sommer zumachen. Und das im Dezember. Und das war dann so, dass die Schüler kamen aus Amerika, Holland, Korea und so, alles Expats und wir aus Deutschland und so. Und es war für die Eltern natürlich ein riesiger Schnitt. Ne? Auch für uns, es gab keinen Weg in das rumänische System, auch nicht direkt ins Deutsche. Und die Eltern waren so, und für uns war es so, hallo? Habe ich nicht gesagt, Veränderungen werden kommen, geografische Veränderungen. Und das ist eine der Rollen vom prophetischen Wort, dass Gott uns vorbereiten kann auf Dinge, die in der Zukunft kommen, die wichtig sind, dass wir uns nicht aufregen müssen über Umstände, sondern sagen, okay, Gott hat uns eigentlich im Herzen vorbereitet und es gibt uns die Zuversicht, dass es jetzt nicht irgendwo was gegen die Wand geht oder Chaos wird, sondern dass Gott auch die Lösungen hat. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt zu der übernächsten Folie. Die Seite 3. Gott redet durch Menschen. Unsere Verantwortung ist, ein Sprachwort zu sein. Haben wir das? Können wir gleich sehen. Gott redet durch Menschen. Das ist sein Wunsch. Also wenn Gemeinde eine Familie ist, wer will, dass in seiner Familie gut kommuniziert wird? Keiner. Ich will das. Also, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo das nicht so der Fall war. Ne? Da war öfters mal Spannungen zwischen Eltern und Großeltern, 3 Generationen Projekt, was nicht so erfolgreich war. Und das hat in meinem Leben auch was hinterlassen, wo ich manches lernen musste, was Kommunikation angeht. Aber ich glaube, dass gute Kommunikation, zuallererst in der Ehe, Kommunikation mit den Kindern, auch die ältere Generation, dass diese Kommunikation, das schafft Leben, da fühlt man sich wohl.
Unsere Kinder kommen gerne zu uns, wir reden viel und das ist für uns eines der wertvollsten Dinge, die wir haben. Unser Drei-Generationen-Projekt, ja, die kommen alle und die wollen alle zur Oma und auch zur Opa und spielen und machen und ja, und das ist was ganz Wertvolles. Und Gott als Vater sagt, ich will, dass meine Kinder miteinander reden. Weil wenn sie miteinander reden, das, was im Himmel für sie da ist, da kommt richtig eine Dynamik zustande, die einmalig ist. Power vom Himmel wird freigesetzt, wenn die Kinder Gottes miteinander reden, miteinander verbinden. Und das ist unsere Verantwortung. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie, unsere Verantwortung. Und die Bibel hat eine ganze Menge dazu zu sagen. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Es ist interessant, der Autor des Hebräerbriefs sagt nicht, hey Leute, ihr habt ja eine Option, wenn ihr gerade Lust habt, wenn ihr gerade gut drauf seid, wenn ihr euch geistlich genug fühlt, dann ermutigt euch mal ein bisschen, sondern ermutigt einander wann? Das will ich von euch laut hören. Jeden Tag. Und wann ist jeder Tag? Besonders solange es heute heißt. Und es ist interessant, wenn die Bibel diese Formulierung benutzt, solange es heute heißt. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit zu handeln, die auch irgendwo Grenzen haben wird. Und wenn die Bibel sagt, hey, das ist eine Aufforderung, eigentlich ist es ein Befehl, ermutigt einander. Ne? Aber ich benutze jetzt nicht das Wort Befehl, da kann man Angst kriegen, was muss ich jetzt wieder tun? Das ist eine Ermutigung für den göttlichen Lebensstil in seinem Volk. Ermutigt einander. Wow. Jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Wer von euch war schon mal entmutigt? Das gibt es hier nicht in der Schweiz. Ne? Ich habe auch vergessen, die Hand zu halten. Ne? Was macht es mit uns, wenn wir entmutigt sind, wenn wir vielleicht ungerecht behandelt sind? Was macht es mit uns? Macht euch fröhlich. Bitte? Frust. Was noch? Traurig? Bitter? Müde? Okay, das ist schon ein höheres Level, dann treibt es zum Herrn. Das ist eine gute Reaktion, ja. Es kann aber auch sein, dass es uns auf Distanz bringt zueinander und all diese Dinge. Und der Autor hier, der weiß es. Er war auch ein Mensch. Ne? Das heißt, er weiß, dass wir manchmal in Situationen sind, die nicht gut sind für uns. Wir werden entmutigt, ungerecht behandelt, wir reagieren falsch, das ist die Sünde überlistet, wir machen Entscheidungen zum Rückzug oder vielleicht zum Arroganz dann. Wir richten und dann, wenn wir richten, werden wir wieder gerichtet werden. Das macht uns noch schwächer. Und damit all diese Dinge unser Leben nicht prägen, unser Leben nicht zerstören, unsere Berufung nicht blockieren, sagt der Autor hier, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, dass damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. In anderen Worten, Jesus sagt, ich war auch Mensch, ich kenne die Situation auf diesem Globus und schaut mal Gethsemane an, schaut den Weg zum Kreuz an. Gethsemane sind die Jungs eingeschlafen, Golgatha haben sie ihn verraten. Und deshalb konnte Jesus sagen, passt auf euch, ermutigt einander. Und das war nicht die einzige Stelle. Und jetzt gehen wir hier zu 1. Thessaloniker. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Einladung, das zu tun. Und hier nochmal, lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Lasst uns mal, wenn wir Lust haben und zufällig gut drauf sind, ein bisschen uns Mühe geben. Nee, das ist eine andere Übersetzung. Das Wort, lasst uns danach streben. Das heißt, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, in deinen Beziehungen, die bewirken könnten, dass der Friede in dir, in deinem Herzen, dass der Friede in deinen engsten Beziehungen, Ehe, Familie, dass der Friede in der Gemeinde geraubt wird und anstelle von Frieden Spannungen, Distanz und solche Dinge kommen, dann
ist dieses Wort hier so hilfreich für uns. Lasst uns nach dem Streben. Was heißt, lasst uns danach streben? Das ist eine aktive, intentionale Entscheidung. Ich will das. Und alles, was in meiner Macht steht, das will ich tun. Was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Also wiederum ganz aktiv. Und dann, ich glaube, das ist meine letzte Bibelstelle. Ich wollte euch einfach ein bisschen überzeugen, dass es nicht eine nette Idee ist, was wir hier machen, sondern dass wir einen göttlichen Auftrag haben. Epheser 4, verzichtet auf schlechtes Gerede, ouch, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Also das mit unseren Worte haben Kraft. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er gesagt, es werde Licht und so weiter. Die Dinge kamen in Existenz. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen, deshalb haben unsere Worte auch Kraft. Nicht die Kraft, die Gottes Worte haben. Wir können keine Planeten schaffen, aber als Ebenbild Gottes haben wir die Fähigkeit zu kommunizieren und durch unsere Kommunikation haben wir die Möglichkeit, Menschen aufzubauen, Menschen zu stärken oder Menschen zu richten, Menschen schwach zu machen, Menschen auf Distanz zu bringen. Könnt ihr das nachvollziehen? Habt ihr das schon mal erlebt in eurem Leben? Und ich denke, die Idee vom Gottesdienst heute, Gott redet durch Menschen, soll uns ganz neu bewusst machen, unsere Worte haben Kraft und damit es nicht zu einfach wird, auch Schweigen hat Kraft. Man kann nicht kommunizieren. Schweigen ist eine Form der Kommunikation. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns positionieren als Nachfolger Jesu und wir sagen, wir positionieren uns als ein Volk. 1. Korinther 14,3, prophetisches Reden ist aufbauend, ist ermutigend und ist tröstend, zusprechend. Und das ist das, was von Gott kommt. Gott will durch uns reden, Gott will durch dich reden, Gott will durch jeden von uns reden, dass die um uns herum sind, dass sie gestärkt werden. Okay? Remus-Methode ist der sicherste Weg, da bin ich ganz mit dir. In erster Linie gehen wir selber persönlich zu Gott, aber ich denke über das hinaus, die andere Ebene ist, dass wir miteinander zu Gott gehen und sagen, Gott, was gibst du mir für meinen Bruder, für meine Schwester? Hast du mir etwas? Ich strebe danach. Ich will ihn aufbauen, ich strebe danach, ich will ihn ermutigen. Und mit dieser Haltung wird Gott uns etwas geben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Das heißt, so wir das gemacht haben, weil wir jetzt auch ganz bewusst Buße tun heute. Jeder für sich in der Stille, wo wir sagen, Gott verzeih mir, vergib mir, wo ich über Menschen schlecht geredet habe, wo ich sie gerichtet habe, weil wenn wir richten, das kommt wieder auf uns zurück und hat in irgendeiner Art und Weise negative Auswirkungen auf unser Leben. Und das brauchen wir nicht mehr. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Ich bete jetzt kurz und dann ist es die Landung übrigens, und dann werden wir stille sein, unser Herz kurz prüfen. Und wenn wir richtend, negativ andere Menschen, ich sage das mal krass, beschmutzt haben, dann bitten wir Gott um Vergebung für diese Worte und für das Beschmutzen. Und wir machen ganz kurz ein gegenteiliges Statement. Und dann kommt der zweite Teil der Übung, den erkläre ich euch anschließend. Wir nehmen heute auch das Abendmahl. Und ich denke, das ist schon die Vorbereitung für das Abendmahl, weil wir bewusst sagen, wir sind ein Leib. Und als ein Leib wollen wir ganz bewusst sagen, wir sind Glieder, die einander aufbauen, ermutigen und stärken. Wir sind nicht ein Leib, wo wir auf Distanz gehen, wo wir uns zerstören oder schwach machen, sondern das andere. Und es ist schon eigentlich die Vorbereitung zum Abendmahl, dass wir sagen, wir glauben an die Kraft deines Blutes. Wo wir es gemacht haben, bitten wir Gott um Vergebung. Und wir empfangen jetzt schon die Kraft des Blutes, dass wir rein werden. Und wir empfangen die Kraft des Blutes, dass da, wo wir Menschen beschmutzt haben, dass wir sagen, Gott, wisch es weg von ihnen. Könnt ihr euch damit eins machen? Das ist die Normalität des christlichen Lebens, des neuen Bundes. Wir werden immer wieder fallen. Ich habe mal einen Freund von mir, einen Bibellehrer, der hat oft Jakobus zitiert, Jakobus 3. Wir alle machen viele Fehler. Oder sagt Jakobus, der Bruder von Jesus. Gut, wir werden Fehler machen, aber wichtiger
ist, dass wir lernen, dann das Blut von Jesus anzuwenden und unser Lebensstil zu verändern. Okay, ich bete jetzt und dann machen wir die persönliche Herausforderung. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine geliebten Kinder sind, dass du uns liebst, dass du jeden von uns kennst und deine Gedanken über uns, die Gedanken der Ermutigung, Gedanken der Zukunft und der Hoffnung. Du schaust uns an durch Jesus. In deinen Augen sind wir gerecht gesprochen, sind wir rein, sind wir heilig. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns ganz neu lehrst, wie wir als Gemeinde diesen Lebensstil der Ermutigung und der Auferbauung immer mehr kultivieren und einüben. Und das bitte ich, dass du zeigst, wo wir Menschen vielleicht beschmutzt haben, gerichtet haben, dass wir jetzt diese Menschen freilassen von unseren Richtsprüchen, dass wir Menschen freilassen von negativen Aussagen und dass wir uns selber auch trennen von diesem Weg der negativen Worte und dass wir ganz bewusst sagen, wir wollen Männer und Frauen sein, die auferbauen. Und jetzt redet zu uns persönlich. Jetzt nehmen wir eine gute Minute und fragen Gott und handeln dann entsprechend. Jeder für sich in der Stille. Okay, und jetzt kommen wir zur zweiten Anwendung, eine praktische Übung. Wir werden jetzt, und das ist freiwillig, ne? Keiner ist gepusht, keiner gezwungen, aber ich will euch einladen, aus dem Boot zu steigen. Wir wollen jetzt einfach zu zweit, da wo wir sitzen, ne? Schaut euch an, macht Zweiergruppierungen, schaut euch an und überlegt euch kurz, wie will Jesus diese Person, der ich jetzt gegenüber sitze oder stehe, wie will Jesus diese Person ermutigen heute? Gut, du bist nicht Jesus, aber du hörst etwas und mach das nicht kompliziert, ne? Aber ganz einfach. Ich denke, wenn wir mit dieser Haltung da sind, wir warten kurz einfach, nimm einfach eine halbe Minute oder einige kurze Zeit, wo du Stille besagst und diese Frage stellst, Gott, wie willst du diese Person ermutigen? Und dann spreche es aus mit deinem Mund. Und ich bin gespannt, wie das sich auswirkt auf euch. Seid ihr bereit? Okay, dann lasst es uns tun. Such dir eine Person in deiner Nähe und guckt, wie ihr euch ermutigen könnt. Ja, also der Geräuschpegel ist gut hier drin. Ne? Das ist ein gutes Zeichen. Und dass es auch nicht so leicht ist, euch zu stoppen, ist auch ein gutes Zeichen. Ne? Wie war diese kurze Ermutigungseinheit für euch? Ihr dürft ruhig zurufen. Wie war es für euch? Gut, ermutigend. Konntet ihr das annehmen, was gesagt wurde? Ja. Okay, ich will euch ermutigen. Jetzt bin ich dran mit ermutigen, ja. Ich will euch noch mehr ermutigen.
Nimm das als Lebensstil mit. Und das ist jetzt nicht hochkomplizierte Prophetie, sondern ich denke, das ist der normale Lebensstil. Gott redet durch Menschen. Ja. Wir sind den ganzen Tag hindurch negative Nachrichten, Informationen ausgesetzt. Wir wurden erzogen in der Schule, vielleicht auch von der Familie, du musst so und so sein und all diese Dinge. Wir sind gestresst dadurch. Und wir werden deshalb auch über unsere Identität in Christus noch mehr reden. Geh davon aus, du bist geliebt. Durch den Tod von Jesus, du bist gerecht gesprochen. Und deshalb hast du die Fähigkeit auch von Gott zu hören. Gott liebt dich. Weißt du, was die wertvollste Münze in der Schweiz ist? Das ist ein 5-Franken-Stück vom Jahr 1886. Und weil diese Münzstempel so schlecht waren, wurde nach ein paar wenigen Münzen die Produktion gestoppt. Heute gibt es noch 5 von diesen 5-Franken-Stückle. Und 3 sind im Museum und 2 sind bei glücklichen Menschen. Wisst ihr, was das Ding heute wert ist? 500.000 Franken. Noch krasser ist es in Amerika. Da wurde ein 5-Penny Münze gemacht aus Nickel. Und die ging auch nicht ganz gut. Ne? Das war eine schlechte Produktion. Wenn du eine davon heute hast, die wurden jetzt um 5 Millionen versteigert. Und das war eine Fehlproduktion. Ja? Vielleicht denkst du auch über dich manchmal, ich bin eine Fehlproduktion. Und Gott sagt, ich will gerade diese Fehlproduktion. Deine Fehler, die jucken mich nicht, die beeindrucken mich. Und ich zahle mehr als 5 Millionen für den Nathan. Ich zahle mehr als 5 Millionen sogar für dich. Ne? Wow. Weil ihr so wertvoll seid, weil wir so wertvoll sind, sagt der Vater, ich bezahle den Preis, ich opfere meinen Sohn. Das war sehr schmerzhaft für den Vater, war schmerzhaft für den Sohn. So wertvoll sind wir. Und deshalb will er mit uns reden. Und deshalb will er, dass wir einander ermutigen und einander Gutes zusprechen und mit dem anderen Kanal zumachen. Ne? Und auf den göttlichen Kanal uns fixieren und sagen, was hast du zu sagen? Und das sage ich weiter. Und ich glaube, wenn wir das als Lebensstil mehr und mehr machen, wir werden morgen, vieles wird zum Blühen kommen. Und das ist die Einladung zum Abendmahl. Die Sachen sind alle vorbereitet. Ne? Wollte sie ein bisschen näher hier vorbringen. Es ist wichtig, dass wir jetzt richtig auf diese Dinge schauen, wenn wir das Abendmahl feiern. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann halten wir uns vor Augen, was Jesus getan hat. Und ich lese den Einsetzungstext des 1. Korinther vor. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und wir verkündigen den Tod des Herrn nicht als das Versagen von Jesus, nicht als das Ende von Jesus. Wir verkündigen den Tod des Herrn als den Preis, den er für uns bezahlt hat. Dass wir mehr wert sind als dieser 5-Penny-Nickel, dass wir so viel wert sind, dass er sagt, ich habe mit meinem Blut für euch bezahlt. Wir verkündigen seinen Tod. Und wir verkündigen mit seinem Tod auch, dass er die Mächte der Finsternis entwaffnet hat, dass er sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Wir verkündigen mit seinem Tod, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Wir verkündigen mit seinem Tod, dass er verwundet wurde, die Dornenkrone, die Stiche, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das verkündigen wir heute. Und wir verkündigen auch den Auferstandenen, dass der Vater dann praktisch gesagt hat, das Opfer meines Sohnes ist ausreichend. Ich hole ihn aus dem Grab, um damit der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zu zeigen, für alle Zeit in der Geschichte, mein Sohn hat alles erledigt. Und die Nachfolger meines Sohnes, sie haben Zugang zu meinem Thron. Und sie können Gnade und Liebe und Barmherzigkeit, Ressourcen, Versorgung, Hoffnung empfangen. Und mit dieser Perspektive nehmen wir das Abendmahl. Jesus, wir wollen ganz bewusst sagen, danke für deinen Tod.
Wir wollen bewusst sagen, Jesus, danke, dass du den Preis bezahlt hast. Und wir sehen, wir sind alle wertvoll, wir sind gerecht gesprochen, wir sind geliebt, wir sind festgehalten in deinen Armen. Und das verkündigen wir. Und da, wo wir andere Menschen beschmutzt haben durch Richten, wir wollen jetzt ganz bewusst dein Blut heute nehmen und sagen, vergib uns für alles Richten. Und wir nehmen dein Blut heute und sagen auch, wir lassen die Menschen los, die wir beschmutzt haben. Reinige du sie und wir lassen sie los. Wir nehmen dieses Mal als ein Gemeinschaftsmahl miteinander, dass wir sagen, in dieser Gemeinde ist Jesus der Kopf, in dieser Gemeinde ist Jesus der gute Hirte und wir glauben an die Kraft seines Blutes für jeden persönlich und auch für unsere Beziehungen und für die weitere Entwicklung dieser Gemeinde. Es ist vollbracht, du baust deine Gemeinde. Wir preisen dich dafür. Amen. Und jetzt lade ich euch ein, kommt und nimmt es mal, wie wir es gewohnt sind, von vorne nach hinten, Uhrzeigersinn, nimmt es und seid mit Gott verbunden damit.